Mit Geralt und Regis geht's weiter hier bei The Witcher 3 Blood and Wine. Frisch gespeichert und jo, legen wir los, wa? Bisschen schneller, wenn's geht, jo. Da ist die rote Tür, die der Schuhputzer erwähnt hat. Na, die Raben, reden? Wir reden später. Suchen wir Detlef. Er ist nicht mehr weit, das spüre ich. Ah ja, Blutsbrüder, wa? Rührt sich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen, Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse, ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden? Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Ach ja, die beiden hier mit ihren Sprüchen und Späßchen. Ist er hier? Spürst du ihn? Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Sehen wir uns um. Was macht er am Spielzeugladen? Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Ja, und Ciri ist mittlerweile ein bisschen zu alt dafür. Neulich erst repariert worden. Was? Welche Puppe? Der sieht kaum was! Selbst wenn er nicht hier ist, wird es wohl Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben. Gehen wir auf den Dachboden. Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Ein Frauenbild. Etwas beschmutzt. Ist das seine Flamme? Ich weiß es nicht. Erinnert mich an jemanden. An wen? Ich bin nicht sicher. Aber mir ist, als hätte ich das Gesicht schon gesehen. Ist das nicht diese Bruxa, die wir... Also doch, da war irgendwie, glaube ich, erster oder zweiter Part sogar, die uns verfolgt hat. Zumindest schien es uns so und die haben wir doch nachher in unserem jetzigen Anwesen gefunden. Zwar verwandelt, aber das müsste doch sein. Also Yen oder Triss ist ganz bestimmt nicht. Detlef van der Eretheim, du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renavet genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur.
Wilgefortz? Nee, wohl kaum. Alter, es wäre so geil, wenn er hier irgendwie auftauchen würde. Aber nee, dann wären wir sowieso im Arsch. Alter, gegen Wilgefortz, safe. Vor allem Regis in der aktuellen Form. Nee, das... gut, Kieran natürlich noch sein Medaillon. Es müsste theoretisch das Medaillon sein, das er noch aus dem Roman Dame vom See hat. Das hatte damals Fringilla Vigo noch verzaubert, aber trotzdem, ey. Nee, ich schweife ab. Wer ist Renavet? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen? Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat? Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlef ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Ja, man kann noch etwas sagen, aber lassen wir das lieber. Hat Detlef nicht nach ihr gesucht? Wenn sie doch so wichtig ist? Höheren Vampiren stehen ja einige Methoden zu Gebote. Es hätte doch ganz einfach für ihn sein müssen. Geralt, wie du zutreffend bemerkst, sind wir Vampire, keine Wundertäter. Natürlich hat er sie gesucht, monatelang. Aber Renavet kannte ihn zu gut. Sie hat ihre Spuren verwischt und ihm keine Möglichkeit gelassen, sie zu finden. Renavet mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Zum Töten ist er offenkundig bereit. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Sogar ein Bug. Das ist sogar der totale Fehler. Also, ein Bug. Regis hätte eigentlich jetzt sagen müssen, würde so für Triss auch tun. Wobei, woher soll er von Triss wissen? Ich glaube nicht, weil eben das Regis kennen wir noch aus den Büchern und gemäß den Büchern, die ja Canons, also Kanon sind, ist ja eigentlich Yennefer seine große Liebe. Daher, dass er von Yennefer weiß, klar, gar kein Ding, aber auch von Triss und... Ja, war das etwas von Ciri sagt. Weil für Ciri würde er natürlich auch tun, ne? Keine Frage. Selbst wenn er nicht hier ist, wird es wohl Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben. Ja, dann gucken wir mal. An der Puppe glaube ich eher weniger. Niedliches Dingelchen. Das Schwert, okay. Regis läuft voll vorbei. Das Werkzeug wurde neulich benutzt. Entspannt sich Detlef zwischen den Morden, indem er Spielzeug repariert? Bitte, Geralt, muss das sein? Wieso? Fand ich gar nicht mal so schlecht. Schöne Melodie. Oh ja. Ich weiß nicht warum, aber sie erinnert mich an zu Hause. An unsere wahre Heimat vor der Sphärenkonjunktion. Sieh mal, Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf du Lac, Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix. Detlefs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Offenbar aus derselben Feder wie der Brief. Alles mit der gleichen Tinte verfasst. Siehst du die Farbe? Die Tinte enthält Cinnabarit,
Ein seltenes Mineral. Man findet es eigentlich nur in... Nazair. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Schau, dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Ich möchte wissen, wer ihn erpresst. Warum das? Regis, jemand entführt die Geliebte eines Vampirs. Das ist schon dreist. Jetzt zwingt er den Vampir zum Töten, von dem du sagst, dass er kein Mörder ist. Die Erpresser sind Profis. Besondere Leute. Scharfsinnig. Wo ich drüber nachdenke, frage ich mich... Ob es nicht einer von euch ist? Noch ein Vampir? Genau. Die Sache wird interessant. Es ist nur eine Theorie. Ich würde mich nicht darauf verlassen, ehe wir nicht mehr wissen. Da hast du recht. Ein dritter Vampir noch im Bunde. Das wäre natürlich extrem geil. Ja. Überleg gerade, mir fällt aber auch keiner aus den Büchern ein. Aus The Witcher 1, Witcher 2 sowieso nicht. Da ging es ein bisschen was anderes. Daher, ja, komplett neu war. War doch das Witcher 3 noch? Weil, überlege mal, bei Hearts of Stone war es am Schluss. Also schien zuerst auch irgendwie so als Olgierd von Everec irgendwie so ein Typ und so weiter wäre. Am Schluss war trotzdem nur das Opfer vom Spiegelmeister, Gaunt Odim. Und den hatten wir aber auch schon zu Beginn von The Witcher 3 gesehen. Janne, gut, da waren ein paar. Klar, es waren noch wählen, also waren natürlich noch ein paar Nilfgaardner da, aber ansonsten. Da wird sogar ein paar Hexer noch. Könnte ja auch sein. Ich meine, Hexer, wir kennen mittlerweile, also gemäß den Spielen, sag's mal so, gibt es ja 3 neue Hexerschulen. Die Bärenschule, die Vipern-Schule und die Manticore-Schule. Vipern-Schule, klar, hatten wir Leto schon. Leto von Goletta, der hat vor allem in Witcher 2 einen großen Auftritt. Ich denke mal, Vipern-Schule ist jetzt ziemlich, ja, nicht mehr so aktuell. Die Manticore-Schule oder die Bärenschule. Gut, die Bärenschule ist mehr Skellige. Wir haben ja natürlich das Skellige Quinteck noch. Tja. Theorien über Theorien. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Offenbar wird Detlef erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst. Und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlefs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Ja, was heißt Unschuld? Man tötet sie ja trotzdem, oder? Gut, Ey, das ist doch fies hier. Stimmt nicht. Das sind jetzt echt Beweise. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Weil er könnte die Schrift doch gefälscht haben, um für uns eine falsche Spur zu hinterlegen. Weil, wie Regis bereits angedeutet hat, er war vor kurzem noch hier. Und er weiß ja auch, dass Regis und er, das sind ja Blutsbrüder. Und er weiß ja auch, was er für Regis getan hat. Also wäre es doch auch für ihn, also sprich für Detlef, nicht so schwierig, sich zu überlegen, was Regis als nächstes tun könnte. Und das mit absurd auf die Idee zu kommen, wegen der Vision und so weiter, auf die Idee wird Detlef sich auch gekommen sein und dann wollte er ihnen so eine Falle stellen. Also es wäre durchaus möglich, natürlich sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem möglich, dass trotzdem alles von Detlef eingefädelt war. Seine Unschuld, naja. Ja gut, doch, also es klingt eigentlich schon so, als wäre Detlef ja, unschuldig. Ja, ich hasse das Wort unschuldig. Das stimmt. Detlef wird manipuliert. Irgendein Irrer benutzt ihn als Waffe, um Leute umzubringen. Es sieht so aus. Aber daraus ergibt sich eine Vorgehensweise für uns. Wir müssen Renavet finden. Dann haben der oder die Irren Detlef nicht mehr in der Hand. Kein schlechter Einfall. Könnte einen Versuch wert sein. Aber was ist mit Detlef? Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will. Und dass er sich ruhig verhalten muss. Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Hier musst du mir vertrauen. Gut,
Ich muss ohnehin der Herzogin Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich. Detlef und ich. Na, ob das gut ausgeht, Leute. Mann, ich kann den Ring nicht schießen, das wäre Regi schon wieder verlieren. Sprich, dass er jeden nochmal getötet wird. Und es endgültig durch die Hand Detlefs, aber echt keinen Bock drauf. Neue Quest war nicht heilig, bitte was? Aha. Ja, Hauptquest weitermachen. Stufe 40 bereits, krass. Wo ist er da oben? Zack, markiert. Man sieht zwar kaum, aber ich hab's markiert. Jo. Frau mit Käppchen. Sieht aus wie Jennifer. Die sehen alle irgendwie aus wie Jennifer, total krank. Oh, mir dreht's den Magen. Jo, dann gehen wir mal zu unserer guten alten Freundin. Jetzt kommt unseres Rittersporn noch hier. Wein ist heilig. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Ja, ja, ist ja gut. Und die Beerdigung. Geralt von Riva, Meister Hexer. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen. Endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Miltons Mörder gefunden? Das würde er so lieber nicht sagen, sonst köpft sie uns wirklich noch. Der Fall ist ernster als gedacht. Das Biest. Ich konnte es nicht töten. Es ging nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. So einfach ist das nicht. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem für einen Hexer? Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken. Oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben. Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden. Ja, das wäre es ziemlich genau. Bitte sehr. Schick sie in den sicheren Tod. Sicherer Tod vielleicht für einen einzelnen Hexer. Wohl kaum für 40 Bewaffnete. 40, 50, 100, ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn. Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Wie? Welche Kreatur bringt sowas fertig? Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders, einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln, andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Aber sie sind alle geistlose Monster. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht. Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Nun, was willst du also unternehmen? Er ist nicht einfach nur ein Monster, sondern eine mächtige Kreatur, die seit Jahrhunderten über die Erde wandelt. Nicht möglich. Wenn sie so mächtig sind, warum haben sie uns da nicht alle umgebracht oder versklavt? Sie mischen sich normalerweise nicht in die Belange der Menschen ein. Menschen interessieren sie nicht.
Und fürchten Sie nicht, dass wir sie eines Tages vernichten? Der Gedanke würde Sie eher amüsieren. Sie sind sich ihrer Stärke durchaus bewusst. Und was können wir dann tun? Hast du einen Plan? Ja, aber der klingt, glaube ich, oder wird in seinen Ohren ziemlich doof klingen. Am besten versuchen wir mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet, und er möchte mit ihm schwatzen. Ich weiß, was ich tue. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Erpresst? Erläutere doch freundlicherweise, wie man einen Vampir erpresst. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen. Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen. Das ist ja mein Ziel, weitere Angriffe zu verhindern. Der Vampir ist nur das halbe Problem. Vor allem ist der Erpresser schuld. Er hat die Frau entführt, um den Vampir zu kontrollieren. Und was schlägst du vor? Ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zu morden. Du sollst ihn vernichten, nicht ihm helfen. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht. Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Erpresser? Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf denen der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat. Einer der Zettel hat einen Fleck, offenbar ist es Wein. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! In Toussaint ist Wein heilig. Hier gibt es keine einfachen Weinflecken. Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est, Hervelus, Fiorano bestehen. Die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen? Hexer, zeig ihm das Papier. Benoit, kannst du herausfinden, welcher Wein diesen Fleck gemacht hat? Durchaus. Eindeutig Saint-Retour Westufer. In Fässern von Beauclair-Eiche gereift. Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Das ist Sangreal. Jahrgang 1269. Das ist unmöglich. Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Vielleicht wurde der Sangreal gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Der kann einen getrockneten Weinfleck riechen. Ja, leck mich am Arsch, ey. Sangreal, nie gehört. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihn je kosten konntest. Ich sagte ja, er ist der Herzogsfamilie vorbehalten. Und trotzdem ist er auf diesem Stück Papier gelandet. Sofern der Sommelier der gnädigen Herrin sich nicht irrt. In Weinfragen irrt Benoit sich nie. Wenn er sagt, dass es Sangreal ist, dann ist es Sangreal. Wir müssen gleich zum Castel Ravello reiten und nachforschen, was geschehen ist. Sie will mitkommen? Moment. Die gnädige Herrin möchte mich begleiten. Kommt nicht in Frage. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, ist zu riskant. Der Hexer muss alleine gehen. Es ist erfreulich, dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind, aber meine Entscheidung ist getroffen.
Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann, und Geralt. Wir werden inkognito reisen. Der Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen. Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung, dem Hofprotokoll zu folgen. Das bedeutet, ich bin jetzt Anna Henrietta, nicht eure edle Herrin. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Jo, Anna, gehen wir. Ja, bin bereit. Wunderbar. Augenblick noch, ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen, dann brechen wir auf. So, was kommt jetzt? Jo. Dezenter geht wohl kaum. Pferde. Vom Hin und Her schaukeln. Oh mein Gott, ey. Da kann was werden. Hattest du schon mal mit so einem Vampir zu tun? Ja, Wie ist es ausgegangen? Hast du ihn getötet? ich musste nicht gegen ihn kämpfen. Er hatte niemanden umgebracht. Und hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt hat. Getötet hat er ihn aber nicht. Das könnte nur ein anderer Vampir. Ja, wir dachten, er wäre tot. Also er spricht garantiert von Regis, geht gar nicht anders. Noch ein bisschen schneller hier. Oh nee, doch nicht. Ja gut, eigentlich muss hier voraus, wir wissen gar nicht wohin. Der Wagen wurde von Panthern angegriffen. Wir müssen helfen. Bleibt zurück, gnädige Herrin. Wir kümmern uns darum. Zurück, Bestie! Verschwinde! Komm her, Panther! Hilfe! Rettet uns! Aua! Waren wir plötzlich frei? Bestie! Verschwinde! So, gehen wir weiter. Wenn ihr nicht gewesen wärt. Wir leveln hier wie sonst was. Dank. Ihr habt uns das Leben gerettet. Hurra! Fällt gerne was anderes auf, Leute. Und zu einen Briefen, also sprich, der Pressebrief hieß ja, innerhalb 3 Tagen soll er die 5 töten. Aber geht ja gar nicht, sind ja bereits mehr als 3 Tage vergangen. Wahrscheinlich seit dem ersten Opfer bis zum 4. Das heißt, der Detlef müsste schon mehr als im Finger haben. Hä, was bin ich jetzt? Ja, vermutlich schon, wa? So eskortierst du die Herzogin? Was denkst du dir eigentlich? Hauptmann, wir haben keine Zeit für solches Geplänkel. Und du, Hexer, halt dich von nun an in der Nähe. Hauptmann de la Tour. Wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Ich bin wohlauf. Gnädige Herrin, man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Dies ist eine Inspektion. Wir haben Fragen. Du wirst sie beantworten. Und wer bist du, Herr, dass du so mit mir sprichst? Das ist Geralt von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt?
Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest. Natürlich, gnädige Herrin. Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten. Reden wir über Sangreal. Ich stehe zu Diensten. Das will ich hoffen. Womöglich wurde ein Teil des Weins gestohlen. Es ist nur so eine Idee. Gab es in letzter Zeit Diebstähle? Diebstähle? Nicht, dass ich wüsste. Vor ein paar Tagen habe ich mir noch das Lager angesehen. Es ist alles vollzählig. Die Fässer sind im Keller gut aufgehoben, das versichere ich. No, wäre vielleicht doch besser, wenn wir selber nachgucken gehen. Ne? Hexersinne und so weiter. Wer bringt die Fässer zum Palast? Wir haben eine eigene Garnison. Wachen, die seit Jahren Dienst tun und mit ihrem Kopf für den Wein gerade stehen. Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Gnädige Herrin, wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Entweder lügst du uns frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Sei still und hör zu. Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Sag, wo wird der Sangreal gelagert? Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeige ihn dir. Ich finde ihn schon. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Natürlich, gnädige Herrin. Hier ist er. Komm, Hexer. Alter, die drauf ist ja wie Jennifer. Ich glaube, sogar die gleiche Figur. Was, glaub, wenn Jennifer... Fabrizio den Vampir erpresst? Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Er ist sehr loyal. Er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen. Jo, was ich gerade sagen wollte, also ich glaube Jennifer und Anna, die würden beste Freundinnen werden. Die sind sich so ähnlich. Vielleicht der beste Freundinnen war. Ja. Wie ein Ei dem anderen. Also, fast. Also, wo fangen wir an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind. Hier ist ein Bestandsbuch. Lies das Weinregister. Oh, das wird länger dauern, Freunde. Und das und vieles mehr in der nächsten Episode wieder hier bei The Witcher 3 Blood and Wine. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Irgendwie echt, hey. Vor allem optisch. Wobei optisch eher so eine Mischung aus Kira und Jennifer war. Die Haare so. Moment mal. Das Braun. Nee, ist nicht Haselnussbraun, war. Das Ding ist schon ein bisschen ins Rötliche übergeht. So wie es bei Triss in den Büchern eigentlich sein sollte. Ach, egal. Auf jeden Fall eine starke Frau. Wäre gespannt, ob wir hier wieder mal Rittersponsor treffen. Mal gucken, was das DLC noch alles so für uns bietet. Tschüssi!